Jo, so oder so in der Art zumindest. Hier bei The Witcher 3. Hearts of Stone, willkommen zurück, Leute. Jetzt muss ich mal ein bisschen gucken, weil der letzte Part ist für mich schon eine Weile her, muss ich leider zugeben. Am letzten Tag eher auf Tales of Cestiria beschränkt. So, ganz kurz gucken. Ja, genau, die Hauptquests. Und auch das eine oder andere so offen. Ja, scheinbar doch nicht. Ah ja, stimmt, sollen das eine oder andere freigeschaltet werden. Nee, was noch, ja, der Fehler gemacht habe. Worauf ihr mich noch aufmerksam gemacht habt, ist nämlich ja, diese Szene, wo wir Olgierd getroffen haben, also nicht die erste, sondern glaube die zweite oder dritte, wo wir herausgefunden haben, dass er unsterblich ist. Die kann man noch viel, viel epischer gestalten. Und das will ich, wenn es irgendwie passend zu einer heutigen Folge noch machen, sondern in der nächsten Folge. Aber er muss halt einen alten Spiel schon laden und so, deswegen, ja. Nur mal so noch als Hinweis. Es dauert wohl noch, bis Sie anfangen. Wimmel, dies ist ein Bankett. Ja? Und? Ich hasse Bankette. Deppendialoge, winzige Portionen, Getränke, die nach Pisse schmecken. Ach, so schlimm wird es schon nicht. Lass mich dir meine interessantesten Partner vorstellen. Die alte Glucke dort ist Gräfin Mignole. Mit der hättest du bestimmt viel zu reden. Der Scheißer in der Ecke heißt Hilbert. Neureich. Hat mit Gwent ein Vermögen gemacht. Ah, und der da ist Kunsthändler Jaromir. Ein arrogantes Arschloch. Aber mit Gemälden kennt er sich am besten aus. Na, sollen wir mit jemandem reden? Es ist unpassend, hier zu stehen wie die Ölgötzen. Man sieht schon die Crème de la Crème von Ochsenfurt. Ah, Geralt, riech mal. Hier riecht es nach Geld. Leider. Nicht so ein Bankiertyp. Triff Vivaldis Freunde. Musst du sein, ja, von mir aus. Jaromir, dürfen wir mal kurz stören? Hallo Vivaldi. Wer ist das? Geralt von Riva, Hexer. Ich dachte, dir wäre vielleicht nach einem Schwatz über die Bilder, die heute verhökert werden. Ah, sind wir also auf Profitpirsch, wie immer. Wirf du mal mit deinen Steinen. Du lebst von deinem Gemäldehandel auch nicht übel, mein Freund. Stimmt, aber sie erfreuen meine Augen, während sie für dich nur Wechsel sind. Du interessierst dich nur für kulinarische Künste. Und du, Hexer? Weißt du irgendwas über Gemälde? Naja, einiges. Also ich will ja nicht unbedingt da so groß angeben, aber ich bin ein wahrer Künstler. Also eigentlich interessiert mich ein Hühnerdreck. Mag angesichts meiner rohen Visage unglaubwürdig sein, aber ein bisschen was weiß ich. Wirklich? Mal sehen, was. Wusstest du, dass unser Freund Vivaldi im Besitz von 5 Werken van der Knoops ist? Dabei kann er sie nicht von Landschaftsbildern für 5 Kronen pro Stück unterscheiden. Das leugne ich auch gar nicht. Doch für dich, mein lieber Hexer, Connoisseur, dürfte das ja das Geringste sein. Also sag uns, welches dieser Werke ist von Edward van der Knoop, dem Meister aus Maribor? Ja, vielen Schrank auch. Ja. Woher zum Henker soll ich das jetzt wissen? Weil, um das wirklich eindeutig bestimmen zu können, müsste ich ja seinen Zeichenstil wieder erkennen. Ich wüsste jetzt aber nicht, dass dieser Edward van der Knoop, also glaube ich, hatte mal einen Roman gelesen, also vom Namen schon gehört, aber es ist irgendwie mal sein Pinselkunst, sag ich jetzt mal ganz doof gesagt, dass mal irgendwo erwähnt und beschrieben wurde, wäre mir jetzt neu. Naja, okay, vielleicht sollen wir mal logisch vorgehen. Edward van der Knoop, der Meister aus Maribor. Maribor liegt in Temerien, das ist damit schon eingenommen worden, dank, ja, dank Nilfgaard, vielen Dank auch. Das Landschaftsbild, das Bild von Novigrad, wäre eigentlich ein bisschen unlogisch, das Kaufmannsporträt, das Stillleben, die Schlachtszene, keine Ahnung, ja, keine Ahnung, warum wissen, meine Idee eigentlich. Die Schlachtszene, das könnte natürlich sein, eben wegen dem Krieg von Nilfgaard, also das wäre eigentlich die logische Variante, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, ist einfach die Frage halt, ist das echt auch sein Zeichenstil, oder? Andererseits muss ich sagen, mir persönlich gefällt eigentlich das, Moment, wo ist das Landschaftsbild, Kaufmannsporträt, das Stillleben. Ich wollte gerade sagen, das links oben war, müssen das Stillleben sein. Das links oben, das gefällt mir persönlich jetzt am besten, wenn er halt ein Meister ist, dann wäre das doch sein Bild, oder? Kann man durchaus so formulieren. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich würde sogar an Geralt stelle, auch wenn ich ein Hexer bin, ich würde glaub, trotzdem das als Antwort geben. Ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung. Das wäre nicht nötig gewesen. Deine rohe Visage, wie du sagst, spiegelt reinstes Unwissen. Leb wohl. Was für ein Trottel. Ach, scheiß auf ihn. Typischer Adelspimmel. Man gewöhnt sich dran. Adelspimmel, nett gesagt. Sowas. Hat er gesagt, Herzog irgendwie. Albert hat doch Bankrott erklärt. Und dann dieser Ring. Scheiße, ist der fett. Naja, du mich auch. Arroganter Schnösel, ja. Öl auf Leinwand. Ja, ist der vom Zeichenstil erkennbar. Öl auf Leinwand. Doch, das hier. Da gibt wieso? Diese Zeitgenossen. Dann ist er doch für Porträtierungen zuständig. So wird ein Schuh draus. Von Öl auf Holz. Was sagen muss, sieht dann noch eindrucksvoll aus. Also das ist das. Wie soll man darauf kommen? Du musst echt raten. Da gab es irgendwann einen Hinweis, dass eben dieser Van der Knoop auf Porträts steht. Keine Ahnung. Wenn aber das irgendwie mal überlesen. Naja. Eine werte Dame. Wieso eigentlich nicht? Gegrüßt seid ihr, ehrenwerte Gräfin. Madame, darf ich vorstellen? Mein lieber Freund, Geralt von Riva. Hexer der Wolfsschule. Verzeihung, hatten wir das Vergnügen schon? Nein, aber deine Gilde ist unverkennbar. Das Medaillon. Jawohl, Geralt. Gräfin Mignole ist eifrige Sammlerin von Veduminalien. Was? Alle Arten von Gegenständen, die mit Hexern in Zusammenhang stehen. Schwerter, Ausrüstungsteile, Medaillons. Oho. Darf ich fragen, wie wir Monsterschlechter zu der Ehre deines Interesses gekommen sind? Ich habe einige angenehme Assoziationen aus meiner o so fernen Jugend. Sag sowas nicht, Gräfin. Du siehst einfach umwerfend aus. Sehr freundlich, Meister Vivaldi. Aber zu Hause habe ich nicht nur Veduminalien, sondern auch noch ein paar Spiegel. Was ist denn dein wertvollstes Objekt? Ein antikes Rüstungsstück. Wolfsschule, 1234. Ein Klassiker. Wird es versteigert? Leider nicht. Es ist ein Andenken von großem persönlichem Wert. Aber vielleicht hat die Gräfin noch andere Hexerdevotionalien, von denen sie sich trennen würde. Ich würde bescheidene 5% Transaktionsgebühr berechnen. Ich überlege gerade 1234. Vielleicht täusche ich mich jetzt gerade komplett mit den Jahreszahlen, aber da müsste Yennefer doch bereits auf der Welt gewesen sein. Wenn man überlegt, dass in Wild Hunt oder war es Assassins of Kings, müsste sie bereits 100 sein. Ja, ich weiß, da klingt nicht so von wegen, ne, alte Schachtel und so, Michael, wo bleibt der Respekt? Nee, es ist gut gemeint. Ich meine, Zauberinnen werden halt alt und die sehen ja auch jung aus, das ist halt so. Was wollte ich gerade sagen? Genau, wo sie gerade sagte, ja, so ein paar persönliche Erinnerungen und so, das schien mir ein bisschen, dass sie auch eine derjenigen Damen ist, die gerne mit Hexern persönlich verkehrt haben. Da hat er gerade im ersten Moment so, oh, Wesemir, du alter, schlimmer Finger. Könnte das, ja, also... Falls da irgendwie wirklich schon auf der Welt war, dann natürlich, das ist natürlich kein Problem wegen 1234.
Ansonsten haben wir irgendwie verrechnet und so. Müssen auch mal ganz kurz nachschauen. Wimme, ich kenne niemanden, der sich so geschickt die Moneten anderer Leute krallt wie du. Aber was soll's? Vielleicht kriegen wir einen Handel zustande. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ach so, sie hat die Vipern-Rüstung. Und zwar komplett, war. Also natürlich nur die Grundrüstung, die kann man sich noch upgraden. Das wäre garantiert etwas für Blut und Wein. Ich glaube, da mache ich es sogar so. Also natürlich kaufen hier schon und sammeln oder Hearts of Stone noch, aber dann vor allem tragen und aufrüsten, vor allem und so weiter und so fort. Weil Vipern-Schule, oder? Ist klar, ist halt die von Leto und Leto ist eh von Nilfgaard und die Vipern-Schule ist auch dort unten. Wenn wir dann bei Blut und Wein sowieso nach Nilfgaard reisen, also später nach Tuse, dann passt doch wie die Faust aufs Auge. Hat die Gräfin heute etwas Bestimmtes ins Auge gefasst? Nein, aber laut Horst Borsody kommt etwas unter den Hammer, was mich interessieren dürfte. Er hat wohl nicht gesagt, was es ist? Nein, du kennst ihn doch. Ein wandelndes Rätsel. Übrigens, Meister Geralt, würdest du wohl einer Dame in Not helfen? Kommt auf die Art der Not an. Oh, es ist nur eine Kleinigkeit. Ich habe gerade einen Ohrring auf dem Balkon verloren. Ich kann ihn nicht finden. Vielleicht ist er durch die Dielen gerutscht. Ob du mit deinen Katzenaugen... Ja, schon die zweite mit diesen dämlichen Katzenaugen im Begriff. Naja. Sie haben sich was verkauft und sie ist sympathisch von dem her. Kein Problem. Ich sehe mal nach. Ich bin dir sehr dankbar. Bis gleich dann, Wimme. 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 Was denn das für ein... Was denn jetzt für ein Symbol? Okay, was kannst du jetzt nicht tun? Jetzt mal verarschen. So, jetzt. Nein, Inventar geht nicht da. Vielleicht kann ich ja... Handwerk. Hehe. Träge 17. So. Wieso steht jetzt die wieder? Bärenambus. Hä? Achso, weil momentan gar keinen trage. Ich trottel. Entschuldigung. So, also mal gucken. Die Vipernhose sieht irgendwie anders aus. Nicht wirklich, wahr? Mittelschwere Ausrüstung. Mit der Stufe 39. Wolfshose, ja, ist bereits 14 war. Natürlich Vipern-Bonus, ist schon klar. Die Vipern-Rüstung. Spinne ich jetzt, oder sieht das aus, die ursprüngliche Rüstung, die Geralt getragen hat? Die ursprüngliche Hexerrüstung. Das ist nicht die von der Wolfsschule, sondern einfach generell eine Hexerrüstung. So im Artwork fast so aus, wa? Gut, auch die herzustellen wird kein Problem sein, aber wie gesagt, machen wir dann später mal Wolfsrüstung, ganz mal überlegen. Na, mal nachgucken. Da ist er ja. Verschütteter Wein, sonst nichts. An Geralt. Hier gibt's gar keinen Ohrring, oder? Nein. Vielleicht möchte die Gräfin erläutern, was das soll, ohne zu scherzen. Vergib mir, Götter, ist das peinlich. Kennst du Wesemir? Ein bisschen kleiner als du, mit Schnurrbart. Kennen? Der hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Was? Wie geht es ihm, wenn ich fragen darf? Das ist jetzt echt mal eine ganz geile Situation. Ich meine, klar, es ist traurig und so, aber geil finde ich halt trotzdem, dass man das eingebaut hat. Und vor allem ja auch, weil Hearts of Stone kann, wie gesagt, ein Wildhunt integrieren und so und zwischendurch spielen. Und da wäre Wesemir noch ein Kaer Morhen, aber jetzt... Tja, die wilde Jagd ist besiegt, aber Wesemir hat die Schlacht von Kaer Morhen ja leider nicht überlebt. Ich habe schlechte Nachrichten. Oh? Bitte sag mir, starb er wenigstens wie ein Hexer? Nein, er starb wie ein Held. Das war's also.
Ich danke dir für die galante Toleranz gegenüber einer alten Irren. Sag sowas nicht. Ich bin alt und reich. Ich darf sagen, was ich will. Und nun, sei so gut und überlass mich meinen Gedanken. Ich werde wieder hineingehen. So, der alte Wesemir war ein bisschen kleiner als wir mit Schnauzer, also den hat er schon immer getragen. Alle so groß. Den hässlichen Staubfänger. Naja. Ja, ist natürlich schon traurig gewünscht, der auch Wesemir will noch leben, alter Wesemir. Wir haben so ins Herz geschlossen von noch aus Witcher 1, aber hey. Man kann nicht alles haben und daher. Diese Zeitgenossen, deren Kunst verstehe ich einfach nicht. Er soll mit. Okay, quatsch doch mal mit ihm hier. Hilbert, es ist Jahre her. Darf ich vorstellen? Geralt von Riva. Sehr erfreut. Ganz meinerseits. Wie steht's? Das Auge auf Glitzerkram geworfen? Eigentlich nicht. Ich kaufe, was mir gefällt. Etwas Prächtiges für die Wände könnte ich gebrauchen. Nilfgaard, stimmt's? Wie bitte? Dein Gwent-Kartensatz. Nilfgaard, nicht wahr? Gib's schon zu. Ich habe alles, aber von dem her. Ja, so normalerweise sieht in anderen Königreichen vor, können wir jetzt halt hier kaum testen. Weil es dem noch der alte Quintsatz ist, nicht neu, den ich bei New Game Plus verwende, aber generell, also, da kämpfe ich mit allen ganz ehrlich, gut, Monster ja weniger. Nilfgaard, Scoia'tael, ja, aber bevorzuge doch die nördlichen Königreiche. Kein übler Satz, Nilfgaard, aber ich ziehe trotzdem die nördlichen Königreiche vor. Ah, verstehe. Ein Patriot. Du musst wissen, Hilbert. Geralt hier ist ein Spitzenspieler. Spitze. Es dauert noch, bis die Auktion beginnt. Knuff, knuff, zwinker, zwinker. Wie wär's mit einem Ründchen? Vivaldi, was erzählst du da? Ich meine, klar, im New Game Plus habe ich ihn bereits geschlagen, aber hier doch noch nicht. Alter! Das ist ja eine seltene Karte für uns, wa? Verdammt, ich muss riskieren. Scheiße! Hoho, nur weiter ein Satz. Es geht wohl nicht um Sieg oder Niederlage. Gut, ich bin dabei. Herrlich. Ich lege meine Karten aus. Natürlich. Geralt, kommst du mal auf ein Wort? Was denn? Also, Kumpel, ich habe euch doch verkuppelt. Da finde ich, mir steht ein Teil des Gewinns zu, wenn du einen machst. 10%? Finderlohn quasi. Jetzt ist mir klar, warum du uns vorgestellt hast. Zu meinen professionellen Erkenntnissen gehört, dass Geld nicht stinkt. Also, was sagst du? Ja, von mir aus. Moment! Ja, Glück gehabt. Naja, du hast mir auch bei den Wachen geholfen. Gut, 10% meines Gewinns sind dein. Wie wär's mit 50? Übertreib's nicht, Wimmel. Na gut, abgemacht. Typisch Bänkler. Ich wollte gerade sagen, kann ich das eigentlich noch wechseln. Gut, das Deck ist immer noch nicht gerade das Gelbe auf dem Ei, aber wenn 2 Spione, wenn ich es ein bisschen klug anstelle und noch ein bisschen Glück habe, könnte es klappen. Und sonst wieder mal, ihr wisst ja schon, wieder bei ja, New Game Plus da mit dem speziellen Quint-Part für Hearts of Stone. Wir versuchen es mal so. Und dann bei Anführer noch etwas. Ne, verdammt. Ach du Scheibenkleister. Fängt schon mal gut an, so du musst zurück, Mann. Das geht leider so nicht. Halte ich den mal. Kann ich brauchen. So. Mal Lucky Lucky, wa? Das Problem ist, müsste man eigentlich direkt jetzt ausspielen, weil ich halt Spionkarten verwende. Dann kann es bereits sein, dass es mich ausbotet. Ja, versuch's mal so noch. Ich muss ihn erstmal testen. Na gut, ist nicht gerade das gelbe Mai.
Wappen, Sigrin, mach mich stolz! Du alter Haudegen! Ach du Scheibenkleister. Wir sind da! Bin da, wer noch? Hier kann ich auch, siehst du? Arsch mit Ohren, ey. 7-7! Du. Stefans. Oh nein, nicht das Gelbe, muss das sein. Ich führe nur mit 9 Punkten. Jetzt bereits da groß in Führung zu gehen. Weißt du was, ich mache mal einen Sack zu. So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen was aufbieten, hey. Ja, natürlich jetzt schöner Mist. Ich spiele trotzdem mal Dixer nach, weil wir auch ein paar Karten. Wieso spielt die jetzt so später? Laute mir einfach Dijkstra. Naja, was soll's. Ich habe keine findende Karte, kann ich sehr gut gebrauchen. Wisst was, ich passe mal und wenn er aufholen will, muss ein bisschen was spielen, aber ich denke nicht, er will mich sicher gewinnen lassen. Man hat es noch ziemlich klug gemacht, der alte Fuchs. So, denke mal, Strategie dürfte klar sein. Diese Runde verlieren. Damit ich nachher halt wieder den Vorteil des ersten Zugs habe. Jetzt ist das Problem, auch unentschieden hilft nicht. Ich muss... Ja, toll, eine Offensive geht natürlich auch nicht. War noch ein bisschen was da. Ja. Das ist jetzt doof. Fringilla Vigo! Ja, die sind wie gesagt hoffentlich bei Blood and Wine wieder. Ballista, jetzt muss ich eigentlich noch ein bisschen mitmachen. Alter! Was für ein Penner in Rest, Alter, so, tschüss. Ja, 2 Karten Vorteil, mein Gott, was soll ich machen? Läuft gerade ein bisschen beschissen, ich weiß, aber hey. Immerhin schon mal Verbrennen weg, das ist schon mal sehr gut. Gut, einmal war, weiß nicht was. Da ist klar. Wieso muss er den noch spielen? Also noch 2, 3 Heldenkarten habe ich echt im Arsch. Der Gesandte Gegner, das ist glaube ich der, den sie damals auf den Frieden um Zinter geschickt haben, war. Spielt jetzt schon gutes Wetter. Warum? Wieso spielt er jetzt schon gutes Wetter? Spielen wir die Karte hier. Ja, ich muss ein bisschen Zeit schinden, Leute. Was ihr noch mal gucken könnt, was hat das eigentlich für eine Fähigkeit? Zufällig, dann schlecht. Ja, okay, noch 3 Karten. Verdammt, wenn noch Verbrenner so auf dem Feld hat, ist doof, ah. Weil findet sich also gegenseitig. Ich spiele nur mal einen. Die blauen Streifen! Na, ein ganz gutes Wetter spielen bringt eh nichts mehr. Dankeschön! Ja. Also auch hier wieder mal, wir heben uns die Partie dann für Hearts of Stone auf, wa? Scheiße. Mann, das Deck ist einfach zu mies. Für Hearts of Stone, ja, natürlich für die speziellen Queen-Parts war irgendwie so auf. Ja, ich sollte sowieso künftig überspringen und dann später machen. Nicht schlecht, aber mir kannst du nicht das Wasser reichen. Ach ja? Wie wär's mit einer Revanche? Tut mir leid, Kollege, ich spiele nur einmal gegen jemanden. War fehl, wie die Spitzohren sagen. War fehl, heißt so das. Ein Pech, Geralt. Woher hast du diese Karten? Aus der Mülltonne? Die haben es ja noch nicht gebracht, was?
Verehrte Damen, Auf den billigen Plätzen verehrte kann man Herren, runter. Die Auktion beginnt in Kürze. Bitte Platz nehmen. Ah, endlich. Komm mit nach vorne, sonst sehe ich nichts. Ja, ja, ist ja schon gut. So, warten. Wimme, hör mal. Ich habe vergessen, dich zu fragen, wie die Auktion abläuft. Sie bringen 3 Objekte raus. Wenn die verkauft oder nicht verkauft sind, gibt es eine Pause. Dann taucht Borsody hoffentlich auf und ich stelle euch vor. Ich verlasse mich drauf. Und bis dahin, hast du ein Budget? Willst du mitbieten? Ja, wieso nicht? Natürlich. Jetzt habe ich mich schon hier reingeplagt. Da werde ich es doch mal ausprobieren. Ha! Ich wusste, der Funke springt über. Geschätztes Publikum, willkommen zurück. Hiermit erkläre ich die Auktion für eröffnet. Meine Damen und Herren, Objekt Nummer 1 ist eine Messingfigur aus der Sammlung des berüchtigten Grafen Romilly. Angeblich soll im Inneren der Figur ein Schatz verborgen sein. Ein Gerücht, das sich nur durch das Zerstören des wunderbaren Kunstwerks überprüfen lässt. Eröffnungspreis 50 Kronen. Ein echtes Schnäppchen. Wer bietet zuerst? Meister Hilbert bietet 100. Gräfin Mignole bietet 150. Höre ich 200? Wer möchte bieten? Nö. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Der ehrenwerte Jaromir bietet 300. Hören wir mehr. 300 zum ersten. Die Gräfin bietet 350 zum ersten, zum zweiten. Objekt Nummer 1, die geheimnisvolle Messingfigur, geht an Gräfin Mignole. Nun kommen wir zu Objekt Nummer 2. Ein Gemälde des jungen Novigrader Künstlers Van Rogh. Sternennacht über dem Ponta. Ein charmantes Werk. Eröffnungspreis 20 Kronen. 20 Kronen, wertes Publikum. Das ist praktisch geschenkt. Gute Leute, hat denn niemand Interesse? Der Stil ist ausgefallen, aber für den Windfang taugt es. Höre ich 10 Kronen? Nur 10. Ah, endlich ein Käufer. 10 Kronen zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Objekt Nummer 2, Sternennacht über dem Ponta, verkauft an Meister Jaromir. Objekt Nummer 3, Damen und Herren, eine Rarität. Selten wie ein Hühnerzahn. Eine Brille. Mit Goldrahmen und Bergkristalllinsen, gefertigt von den kundigen Fingern der Gnomenmeister. Einst Eigentum des berüchtigten Auftragsmörders, der als der Professor bekannt wurde. Eröffnungspreis 200 Kronen. Wer bietet mehr? Gewinnt Meister Hilbert, bietet 250. Höre ich 3? Ja, so soll es sein. 300 von Jaromir Iwanowitsch Zaitsev. Zum ersten, zum zweiten. Nö, kein Interesse. Prächtig. Der Herr mit dem weißen Haar bietet 350. Was? Ich habe nicht... 350 zum ersten. 350 zum zweiten und zum dritten 400. 400 von Gräfin Mignole. Höre ich mehr. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Die Brille des Professors ist verkauft an die Gräfin. Welch eine Aufregung. Nach den 3 Objekten ist es Zeit für eine Pause. Es gibt Erfrischungen. Bitte zugreifen. Bald geht es weiter. Erfrischungen, geil. Heißt 3 Würste. Oh, Geralt, schau. Horst Borsody. Schnell, ehe die anderen Schwanzlutscher in sich grapschen. Nur erwarte kein herzliches Willkommen. Grüß dich, Horst. Gestatte mir, dir einen lieben Freund und Partner vorzustellen. Geralt von Riva, der... nicht eingeladen ist. Oh je, der ist natürlich auf den ersten Blick schon sympathisch. Wo habe ich nur meine Manieren? In Kaer Morhen rangiert Etikette nicht allzu weit oben auf dem Curriculum. Skandalös.
Das ist offenkundig. Ich habe das nagende Gefühl, dass ihr zwei einen schlechten Start hattet. Vielleicht sollten wir trinken auf... Was will deinesgleichen von mir? Er wird mir immer sympathischer. Schön, sparen wir uns die Floskeln. Maximilian Borsolis Haus. Ich muss es finden, was immer es... Was? Wie hast du davon erfahren? Meine Herren, kein Grund, die Kontenance zu verlieren. Bitte, beruhigen Sie sich. Ich fragte, wie hast du davon erfahren? Oh, ganz ruhig. Wo? Bleib mir von der Pelle, du alter Stinkstiefel. Alter. Übrigens, Kontenance, schönes Wort, immer noch. Oh, und das ist zwar die Wahrheit, aber es wird hässlich werden. Fürchte ich in diesem Sinne. Sehen wir im nächsten Part, wie es weitergeht. Hier bei der Aktion mit den Borsodis und Geralt gegen Borsodi persönlich. WTF. Naja, bis dahin, ciao zusammen.